US-Präsident Joe Biden will den renommierten Außenpolitik-Experten Nicholas Burns als Botschafter nach China entsenden. Das teilte das Weiße Haus mit. Als Botschafter in Japan nominierte Biden den früheren Stabschef von Präsident Barack Obama und Ex-Bürgermeister von Chicago Rahm Emanuel. Paaren in China ist es nun auch offiziell erlaubt, ein drittes Kind zu bekommen. Die Neuregelung wurde zwar bereits Ende Mai angekündigt, jedoch erst Freitag während einer Sitzung des Nationalen Volkskongresses formell als Gesetz verabschiedet. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die rapide Überalterung der chinesischen Gesellschaft. Laut den offiziellen Statistiken wird die chinesische Bevölkerung bereits in den nächsten Jahren anfangen zu schrumpfen. Der neue Präsident des Irans, Raisi, hat dem Parlament sein neues Kabinett vorgestellt. Kritisiert wird, dass in der Liste weder Frauen noch Sunniten vertreten sind. Verschiedene uigurische NGOs haben in der Türkei für 147 uigurische Universitätsabsolventen eine Abschlusszeremonie organisiert. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Gespräche mit den islamistischen Taliban in Afghanistan bestätigt. Von der Leyen erklärte, die Verhandlungen bedeuteten keineswegs eine Anerkennung der neuen Regierung. Es gehe in erster Linie darum, die Evakuierung von EU-Bürgern und Ortskräften zu erleichtern. Das amerikanische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass seit dem 14. August 17.000 Menschen aus Kabul evakuiert wurden, davon 2.500 Amerikaner. Die Zahl der mit dem chinesischen Virus Infizierten steigt in Deutschland rapide. In einigen Einrichtungen gilt bereits die 3G-Regel. Weiterhin wird eine Auffrischungsimpfung diskutiert. Nach Unruhen am Gaza-Grenzzaun, wobei Dutzende Protestierende verletzt wurden und ein israelischer Soldat starb, kündigte der israelische Verteidigungsminister Gantz Vergeltung an. Einige Stunden danach wurde der Gazastreifen aus der Luft beschossen.